Hallo? Haben schon ein paar Suchtis da, oder wie schaut's aus? Oder bin ich der einzige geschubste Suchtling? Scheiße, Tempobackel drin liegen lassen. Moment. So. Grüß Gott. Spontane Bazi-Gang ist vorhanden, glaube ich, denke ich. Was ist mit meinem Greenscreen überhaupt schon wieder kaputt? Mr. Billinger, Mr. Herbert, Mrs. Semcrowife. Ein herzliches Willkommen. Das ist heute eine sehr spontane Aktion. Aber ich habe einfach so dermaßen Bock auf Elden Ring und die Mai ist jetzt spontan zum Pferd gefahren. Dann hat mir gedacht, dann sitzt mich da her und verbreitet schon im Internet. Hätte pauschal gemacht. Und was darf man sonst als wie Elden Ring spielen? Weil für Assassin's Creed haben wir ja am Donnerstag echt nur Zeit. Und da ich so dermaßen viel Bock auf Elden Ring hab, spielen wir Elden Ring. Das ist mir sowieso klar. So. Alles fit bei euch. Wie geht's eigentlich denn? Ich hoffe, es ist alles flauschig soweit. So, ich habe mich gestern Abend noch kurz ein bisschen in dem Schloss weiter umgeschaut. Ich habe auch einen Weg gefunden, tatsächlicherweise. Also ich meine, ist nicht wirklich ein Weg, sondern eigentlich war das mehr, ja wie soll ich sagen, eine Harakiri-Passage, indem man einfach Spider-Man-like von einem Dachel aufs andere springt, weil ich habe das irgendwie noch immer nicht so im Kopf, dass man in dem Spiel springen kann. Also bewusst springen kann. Und irgendwann haben wir mal so gedacht, habe ich bei dem Korridor, wo wir gestern den Schädelritter noch verdroschen haben, habe mir so gedacht, hey, da drunten ist ein Dachel und da unter dem Dachel ist eine Terrasse, da kann man mal hinschauen. Ja, und ich bin dann halt gesprungen und es hat funktioniert. Und dann habe ich noch einen Ort der Gnade gefunden und da ist eine dicke, fette Nebelwand davor. Und ich glaube, dass man mir heute einen Mainboss verhauen. Also, ich glaube, da ist mit Sicherheit irgendein massiver Boss dahinter. Ob es ein Mainboss ist, weiß ich nicht. Aber auf alle Fälle, mir wird man heute wahrscheinlich wieder Bekanntschaft mit einem ganz bösen Kumpanen machen, ja? Beziehungsweise ich. Ja? Ich werde Bekanntschaft machen damit. Aber gut. Na, bist du wieder bei der Sache. Mit 18 Tassen Kaffee, das ist sehr gut. Sehr gut ist das. Ich möchte mir heute auf alle Fälle noch ein bisschen mehr in dem Schloss noch umschauen. Da gibt es noch den einen oder anderen Spot, den wo man noch anschauen mag. Wir werden vielleicht auch heute den Tutorial-Boss noch ein bisschen verhauen. Den wo wir gestern ja noch ausfindig gemacht haben, der grabe da unten in der Kirche umeinander oder was das ist. Da gibt es bestimmt auch noch irgendeinen schönen Loot zu finden. Und dann werden wir heute mal schauen, was sich hinter der Nebelwand versteckt. Aber ich vermute mal eher nicht so was Schönes. Aber gut. That's Elden Ring life, I guess. Eine ins Viech. It's okay. Na gut, dann fangen wir halt an. Ich kann halt nicht allzu lang streamen, also ich habe jetzt ungefähr 2 Stunden Zeit. Und die 2 Stunden die nutzen wir aber, ja. Also wahrscheinlich nutzt man es mehr mit Bosse verhauen oder ich nutze die 2 Stunden mich vom Bossen verhauen zum Lassen. Aber naja, wird man schon irgendwie hinbringen. So, starten wir mal schnell. What's this? Steht die Frage nicht. Ja, ist schon gut, halt die Klappe. So. Heute vergiss ich aber nicht die Szene zum Switchen. Was ist jetzt mit Elden Ring? Hallo, Spui, start bitte. Danke. Sie haben 4 neue Gegenstände, ja, tolle Wurst.
Die Gegenstände, die brauche ich mit Sicherheit. Was ist denn mit meinem Greenscreen da hinten heillos? Ist der nicht gescheit ausgleicht oder was? Kann ich nicht mit sagen. Aber gut, ich sitze eh davor, das stört wahrscheinlich nicht. Wenn's massiv auffällt, dann kriegen wir das. Ja, doch, das triggert mich jetzt schon wieder. Das ist schon wieder verkehrt. Geht doch. So. Gut. Wir spielen weiter. Werde ich jetzt noch kurz sagen, was ich noch so ein bisschen rausgefunden habe gestern Abend. Wie gesagt, ich kann es nicht lassen, außerhalb vom Stream nicht zum Spielen, weil ich einfach zu viel Bock auf das Spiel habe. So, jetzt passt so Wacht. Ihr seid hoffentlich jetzt alles, oder? Ich gehe jetzt zum Beispiel davon aus, dass ihr was seht. Das schaut gut aus. Das schaut gut aus. Das schaut gut aus. Das passt. So, aufgemerkt, Freunde. Wir haben ja gestern überwiegend da umeinander gestapft. Ich hab dann da. Also ich bin quasi den ganzen Weg, was wir gestern schon gelaufen haben, nur mal gelaufen. Und da herum war ja dann der Ort der Gnade, den wir ja dann gefunden haben, nachdem wir den Hellebarden-Typen da besiegt haben. Und da haben so Hausdachel. Da haben wir runterspringen können, da kommt man dann in den Innenhof da rein. Und in dem Moment haben wir halt da einfach da nach oben gearbeitet. Und da, in der abgelegenen Zelle, das kann ich jetzt eigentlich schnell sagen, da ist eine dicke, fette Nebelwand. Und da wird der nächste Boss warten. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. War die Margit jetzt eigentlich Geschichte? Habe ich nicht mitgekriegt. Der Margit, also der erste große Boss, der mit der Keule mit den langsamen Schlägen, den wo wir gestern aufs erste Mal verhauen haben, das war ein Mainboss. Die Mainbosse erkennt man immer daran, weil sie keine Zähne haben. Ja, daran weiß man eigentlich relativ schnell, okay, der ist geschichtlich relevant. Und also wenn die Wand nicht noch Hauptboss oder noch schwerer Boss schreit, dann heiße ich nicht Gamerbasis, dann heiße ich keine Ahnung. Genau, in dem Innenhof habe ich mir dann gestern auch noch ein bisschen umgeschaut. Da habe ich eine goldene Saat gefunden. Da ist also ein goldener Baumzweig gestanden. Das heißt, wir haben jetzt 7 Heiltränke. Das ist natürlich gut. Mehr Heilung ist mehr gut. Das ist halt einmal so. Genau. Aber ansonsten ist eigentlich bis auf ein bisschen unrelevanten Loot nicht viel mehr passiert. Also wie gesagt, ich habe mich da drin nur ein bisschen umgeschaut. Und ich habe ihm gerne versprochen, alles, was irgendwie story-relevant oder boss-relevant sein könnte, lasse ich außerhalb des Streams die Finger davon. Ja, das spielen wir ausschließlich im Stream. Ich möchte mir jetzt allerdings aber nur mal genauer umschauen. Das ist der falsche Knopf. Ich möchte mir jetzt in dem Schloss doch nur mal genauer umschauen. Ich weiß aber jetzt gerade nicht mehr auswendig, von welchem Punkt aus. Ich glaube aber, das war da. Weil da hängt irgendwo, das haben wir gestern auch noch gefunden, irgendwo hängt da so ein riesen Viech da, kopfüber an einem Seil nach unten und da ist noch eine Ebene drunter. Da kann man reinschauen. Das möchte man auf jeden Fall noch anschauen, was da auf sich hat. Das wird man außerfinden. Glaube ich mal. So, da haben wir auf alle Fälle einen Aufzug. Ich muss jetzt nur noch mal außerfinden, wo das alles gewesen ist. Weil hundertprozentig sicher bin ich mir nämlich da jetzt nimmer. Aber das werde ich schon wieder finden. Nein, da war das nicht. Da war es auf keinen Fall. Gut, da müssen wir noch mit eins weiter schauen. Vielleicht am Waldturm. Das kann da am Waldturm gewesen sein. Also praktisch da, wo wir gestern den kleinen Tutorial-Boss noch gesehen haben, da möchte ich jetzt nur mal hinschauen. Aber ich bin mir halt jetzt nicht mehr sicher, wie wir da hinkommen. Das ist das Problem. Weil die Map einfach so dermaßen groß und verzweigt ist. Genau, da haben wir ja gestern gewesen. Da unten, da könnt ihr euch bestimmt dran erinnern. Da haben wir gestern lang gelaufen. Und im Endeffekt bin ich einfach nur da umgesprungen. Also da auf das Dach und dann unten auf die Terrasse. Und so ist es im Endeffekt weitergegangen. Ja, aber wie gesagt, ich weiß jetzt echt nicht mehr, wo der Zipfel Adam hängt ist. Ich glaube aber, dass der da drüben war. Das heißt, ich muss jetzt da wahrscheinlich nur mehr umspringen. Aber das ist jetzt, glaube ich, das wenigste Problem. Weil du kommst nämlich nur her, wenn du mit den Sprinten umspringst.
Müssen wir noch mal schauen. Ach, das ist der Unterhalt dann, oder was? Okay, ich glaube, ich habe einen versteckten Bereich entdeckt, den wo ich eigentlich nicht entdecken wollte. Ah, da liegt irgendetwas. Ah ja, okay. Bin mir nicht sicher, ob ich die zwei machen mehr. Weil die helle Badetypen haben wir gestern schon gesehen, die haben es gewissermaßen ganz schön in sich. Aber da gibt es ja ansonsten nichts. Oh, da geht der Brücke mit, da schon her. Was ist denn da los? Ja genau, das ist das Haupttor scheinbar. Ah ja, wieder so Sturmangriffe, okay. Ah gut, wenigstens wird der Hellebardenritter da hinten nicht getriggert, das ist gut für uns. Handbuch des nomadischen Kriegers, was ist das schon wieder? Okay. Ich habe irgendein Handbüchel gefunden, aber wenn es das bringt, weiß ich nicht. Da schau her, da bin ich gestern gar nicht gewesen. Da ist schon wieder etwas übersehen. Nächstes eh nicht glauben. Da unten war ich gestern dann nur, das habe ich offstream erkundet. Da kommt man im Endeffekt hin, indem man da hinten auf das Dach laufen springt, da wo ich vorher gewesen bin und dann einfach sie runterfallen lässt. Also ich bin jetzt praktisch einmal da außen rumgerannt. Da bin ich gestern tatsächlich noch nicht gewesen, das schauen wir uns jetzt aber noch genauer an. Allein das Schloss ist ja riesengroß. Okay, wo kommt man da jetzt hin? Wurscht, das schauen wir uns einfach alles an. Hab keinen Stress. Ah, da kann ich meine Wuffis wieder rufen, das ist gut für mich. Ah, da haben gleich mehr. Da schau her. Aua. Geht's auch noch mit um? Wo haben wir denn wieder jetzt? Okay, da haben wir auf alle Fälle einen Haufen Gegner. Oh fuck, die haben zu zweit. Die sind zu zweit. Ich hab doch vorher meine Wölfe noch rufen können, oder? Ah ja, okay. Ja, okay. Ja, jetzt kommt der andere auch, ja, da wird es dann tatsächlich dann schon ein bisschen schwierig. Da wird es dann tatsächlich schon ein bisschen schwierig. Aber das war eigentlich eh nicht da, wo ich hin wollte. Ich möchte eigentlich eh ganz woanders hin, aber ich weiß halt einfach nicht mehr, wie man da hinkommt. Und nochmal schauen. Jetzt Moment einmal. Gut, die 3000 Rubine, die haben wir jetzt einmal relativ. Weil die gelangen hat man für einen Aufstieg sowieso nicht. Aber wo war denn der. Wo ist denn der Typ gehängt? Wo haben wir denn da langgelaufen? Ich weiß einfach nicht mehr. War der vielleicht da irgendwo? Ah, der geht immer noch nicht, okay. Grüß, Fichterli, hab ich dir. Grüß dich. Na? Was ist fit bei dir? Hast du schon Feierabend? Oder bist du im stillen Werk? Ja, wo jetzt soll ich halt wissen, wo das Scheißding gewesen ist. Aber der war im Innenhof, glaube ich. Ich glaube, da muss ich mich da oben fallen lassen. Es hilft jetzt eh nicht. Ah, du bist noch. Ah, stimmt. Ja, da war ja was. Du bist noch krank gemeldet. Aber soweit ist gut bei dir? Ich hoffe doch. So. Und ich glaube, dass man dann. Ja, genau. Das ist dann da die Nebelwand, oder?
Okay, na, doch nicht. Ah, da haben die Ratten. Ja, okay. So geht's nicht weiter. Soweit passt alles. Das hört man gern. Bei mir ist soweit eigentlich auch alles klar. Ach ja, stimmt. Jetzt Moment einmal. Da hinten hin. Wir haben wir da frisch. Das stimmt also nicht. Ich renne jetzt einfach durch. Aber. Ja, das ist natürlich jetzt eigentlich nicht mein Plan, wenn das der da reinkommt. Ah, ich möchte nur wissen, wo der andere Typ gehängt ist. Wobei eigentlich... Mir kann man es eigentlich ganz anders. Mir kann man eigentlich den ganzen Weg von gestern nur mal schnell ablaufen. Ja genau, der haut seinen eigenen Typen um. Das ist gut für mich. Okay. Der war da im Innenhof erinnert irgendwo. Irgendwo war der. Und ich finde ihn wieder. Garantiert. Wow, da war das knapp. Da weiß ich ja zum Glück jetzt, was uns erwartet. So, da werfen wir jetzt gleich La Bomba. Aua. Gut, wenn ich den jetzt natürlich nimmer finde, dann suche ich ihn offstream und dann kümmern wir uns mehr um den Mainboss. Da die Song. Aber da war dann wieder der helle Badetyp. Genau, da oben ist es nicht weitergegangen. Da ist wieder der Ort der Gnade. Seh fix, wo ist denn das gewesen? Das muss da irgendwo gewesen sein, das gibt's nicht anders. Aber müssen wir vielleicht da unten nur mal lang, das kann natürlich sein. Aber den Weg da außen kann man sparen, weil da springe ich einfach zweimal. Das muss schon da gewesen sein, Freunde. Das wird nicht anders. Das war hundertprozentig da unten. Jetzt rosten wir da nochmal schnell geschwind. Das war natürlich zauberhaft, wenn das da gewesen war, weil dann hält man nämlich vom Ort der Gnade bis dahin nicht allzu weit. Oh, das wird knapp. Oh, das geht sich gerade noch aus. So, Jumping over. Dann da einer. Ich glaube, das war da. Jetzt meine ich, da meine ich wird's warm, Freunde. Da meine ich wird's warm. Ja, weil da ist der andere Zipfel auch mehr hinten. Ah ja, da ist. Sehr gut. Perfekt. Genau das wollte ich finden.
Den Haumdacher da unten möchte ich finden. Schaut mir nämlich noch, das schaut mir nämlich so, wie wenn es der Tutorial-Boss war, oder beziehungsweise vielleicht eine Abwandlung davon. Aber da hat es noch einen anderen Weg nach unten gegeben. Ich glaube, dass da der Troll hängt, oder? Ah ja, perfekt. Genau, das habe ich gesucht. Seht ihr, da unten gibt es nämlich Loot. Und den mag ich haben. Ich bin mir zwar jetzt nicht sicher, ob der lebendig wird, aber so wie der ausschaut, wäre er wohl den als Teaser. Ja gut, dann oben. Aber. Sitz. Okay, da ist ein Eingang, sehe ich gerade. Andenken der Puppen. Was ist das schon wieder? Ich finde so viel Stuff, wo ich überhaupt keinen Plan nicht habe, was das eigentlich sein soll. Da habe ich Handbuch des nomadischen Kriegers, erweitert das Handwerksrepertoire. So praktisch, was ich herstellen kann, oder wie? Und was haben wir da? Karte im Gra. Achso, ja, das ist. So, Karten war natürlich auch nicht schlecht, wenn wir nochmal finden da. Wo ist jetzt das Zeug, was ich gerade gefunden habe? Nicht auffindbar, oder was? Andenken der Puppen. Keine Ahnung, was das sein soll. Klumpen Fleisch. Mehr Fleisch ist mehr gut. Eine goldene Rune, okay. Ja genau, weil den Zipfel Adam da möchte ich eigentlich machen. Aber da schauen wir jetzt erst mal in Ruhe um, was da alles noch gibt. Da gibt es bestimmt noch... Oh, da ist ein Fahrstuhl. Da ist ein Fahrstuhl. Kann man den aktivieren? Erst einmal schauen. Oh, die Soul-Spielerweisheit. Unter dem Fahrstuhl ist meistens was. Gut, unter dem nicht. Für die Kartenfragmente gibt es auf einer Map Markierungen, Mr. Billinger. Du bleibst verschaut. Oh, leg mir, da kommt da einer. Bist du behindert? Bleibst du ja da draußen? Ich sag das. Mr. Billinger, das muss ich mir jetzt gleich mal anschauen. Weil so genau habe ich mir die Map noch nicht angeschaut. Oh, wir haben einen Shortcut. Das ist ja richtig geil. Das ist der Aufzug von... Ah! Ja, nice. Perfekt. Dann brauchen wir nämlich den Aufzug nur noch da oben fahren. Ja, das ist natürlich zauberhaft. Das ist flauschig. Das ist richtig flauschig. So, Mr. Billinger, anhand von was für einer Markierung erkenne ich denn das? Kannst du mir da mal so ein bisschen einen Erklärbär machen, wie ich erkenne, wo es Kartenfragmente zu finden gibt? Das war natürlich gar nicht einmal so übel. Ist das Ding da, oder was? Das war so jetzt. Ist das Ding da, wo man sagt, wo ein Kartenfragment versteckt ist? Weil das war natürlich schon sehr hilfreich, dass ich mir die Karten ein bisschen aufdecken kann. Der Turm ist. Also der da, oder? Das Pommes-Stickel da. Ich nenne das jetzt einfach das Pommes-Ding da. Also das praktisch, oder? Verstehen wir uns da beide richtig. Aha, Mr. Billinger, der Hinweis ist eine 10 von 10. Sehr gut. Vielen Dank. Ja, Hinweise haben ja okay, das ist ja in Ordnung. Ja gut, das ist natürlich jetzt, wie gesagt, sehr bombastisch, dass wir da jetzt den Aufzug gefunden haben, weil jetzt können wir nämlich den Mr. Krabs-Verschnitt da unten mal ein wenig zusammenzipfen. Oder er zipft uns zusammen, keine Ahnung, werden wir sehen. Wir wollten ja eigentlich keine Zeit verlieren. Es war natürlich auch geil, wenn wir da jetzt unsere Wuffels rufen könnten. Gegen den Typen da. Oder, kann da eine Frau sein, weiß ich nicht. Oh, das ist nicht einmal ein Miniboss, okay. Das ist einfach nur ein Gegner, stinknormaler. Aua. Ah, okay, den brauchen wir schon 2 Schwerter. 2 Hand. Au! Rein oder so? Okay, das ist auf alle Fälle ein Sie. Ich bin in der Ecke und ich komme nicht raus. Hallo, lass mich bitte raus, da. Sehr fix. Alter, das ist voll ganz schön garstig.
Kannst du deine Klappen halten? Bitte, dankeschön. Es wundert mich, dass das da ein normaler Gegner ist und kein Boss. Das heißt, der Gegner spawnt normalerweise auch immer wieder. Au. Verzögerter Schlag. Nö. Sehe ich mir überhaupt nicht ein. Da hinten ist abgesehen davon noch ein Tier. Das ist für schade, wenn gestört, dass du 18 Arme und 13 Füße hast, gell? Ja, ich warte einfach, bis du einen gewissen Move baitest, weil dann kann ich nämlich sicher auf die Hiege. Aua. Nerv mich nicht. Okay, alles klar, die eskaliert ein wenig. Aua, der hat einen Bodycheck des Todes auf mich gemacht. Okay, der Typ hat Beyblade neu erfunden. Jetzt will keine Heilung mehr. Aber sie halt, ist halt auch schon ziemlich low. Nice. War zwar knapp, aber wir haben's. Gib mir wieder einen Kaffee, vielleicht beruhigt sie. Die braucht aber dann schon einen starken Kaffee. Blutstillende Boli. Die kriegt blutstillende Boli. Bole. So, das schaut aber schon nach dem Tutorial-Boss aus. Ich hätte auch gemeint, dass das nach dem Tutorial-Boss ausschaut. So, was haben wir da? Das ist ein Mordsgemälde. Oh. Ist das nicht der Zipfel Adam, den wir im Intro gesehen haben? Ist das nicht der Oberkapo in der Welt? Eine Hochlandaxt. Ja toll, die werd ich mit Sicherheit mit meinem Decksbild sprengen, oder? Aus dem Plänen verzeihen. Hey, wie jetzt? Hey, das skaliert mit Stärke und Geschicklichkeit gleichermaßen, oder was? Verstehe ich nicht. Ja gut, doch das jetzt... Ich meine, wir haben ja zwar jetzt heilungstechnisch am Arsch, aber da schaut's mir jetzt gerade aktuell, ich mag mir ja jetzt nicht 2000 Fenster lehnen, nicht so aus, als dass da noch mal so ein massiver Gegner kam. Aber ich mag einen Tag ja nicht vom Abend loben. Mehr Kaffee, mehr gut. Mrs. Fichterli, eine 10 von 10, das stimmt auf alle Fälle. Was ist das jetzt da? Ach, da meine haben wir oben umgerenkt gestern, oder? Ist das im Bereich des Möglichen? Ich glaube nämlich schon. Oh, wo geht's denn da überall noch hin? Es ist so, das Gebiet ist so gottlos groß. Ich weiß auch gar nicht, wo man hingehen soll. Jetzt fix nochmal. Aber ist ja eigentlich wieder gut oder so. Abgesehen davon. Mit den Kriegssachen kostet doch ändern auf, was die Waffen skalieren. Also ist recht wurscht. Wie jetzt? Also mit den Aschen. Das, Mr. Billinger, das muss mir jetzt noch mal genau erklären, weil das habe ich noch nicht ganz so verstanden, wie ich mir das vorstelle. Und was ist jetzt das da schon wieder für ein Areal? Ach, das ist der Innenhof, den wir... Ah, ja. Das ist der Innenhof von gestern, da wo ich noch umgeschaut habe. Okay, passt. Weiß ich schon Bescheid, wo wir da haben. Da haben wir, glaube ich, gestern auch gewinnen. Wir haben gestern auf jeden Fall da oben gewinnen, das weiß ich noch. Weil da habe ich noch gesagt, da gehe ich jetzt nicht runter, weil da der Tutorial-Boss eben ist. Und da haben noch ein paar so 0815 Gegner, mit da die meinen, oder? Ja, genau. Ende. Ab vom Hof. Besseres Fleisch. Oh Gott, ich hab grad irgendwas getriggert. Ach, eben da oben. Oh, da ist nochmal so ein Schildritter. Nein, ist er nicht. Okay, ich meine, das ist so ein fetter Ritter. Ich muss ein wenig aufpassen auf meine Heilung. So, jetzt, wenn es geht, nicht. Unnötige Treffer kassieren.
Okay. Mei, was möchtest denn du, ha? So, schauen wir mal. Da gibt es bestimmt noch irgendeinen Loot. Und wenn wir das durchforstet haben, dann schauen wir uns die Nebelwand an, Freunde. Da muss man der Mr. Billinger noch sagen, was das mit der Asche genau auf sich hat, weil das habe ich bis heute noch nicht ganz verstanden. Aber das kriegen wir hin. Kekse, habe die Ehre. Kommst wieder recht zum Sterbefest heute. Ja, genau, das war da. Ja, stimmt. Da haben wir auch gewinnen, das weiß ich noch. Weil da haben wir eben Bremse eingehauen. Gut, Mission 1 von 2 für den heutigen Tag haben wir erfüllt. Ja, wir haben das komische Krebsviech da kaputt gemacht. Ja, und haben noch ein bisschen gelootet. Ich glaube, dass es jetzt massiv unflauschig wird dafür. Muss ich mal dringen. So, Mr. Billinger, jetzt passen Sie so Wacht. Wie genau funktioniert denn das mit der Asche da jetzt? Ich meine, was ich schon verstanden habe, ich kann da Fähigkeiten einstellen. Das ist mir schon bewusst. Und was mir auch aufgefallen ist, die Fähigkeit, was ich jetzt da drin habe, die gibt mir eine B-Skalierung auf meiner Waffen, was ja grundsätzlich schon mal ganz geil ist, weil A ist ja noch besser, gibt es noch Stufe A und ich glaube, dass es sogar noch Stufe S gibt. Und das Geile ist, bei der Waffen, ich hab da Blutungsschaden drauf. Das ist richtig heftig. Deswegen kriegen die Gegner teilweise auf einmal auf einen Schnitt so einen massiven Schaden. Der hat ein Blut, die Waffe, das Uchigatana Blutungseffekt. Das was ja an und für sich richtig gut ist. So, aber was ich jetzt nicht verstanden hab, wenn ich jetzt das ausrüst, Standard und solide, das ist halt wahrscheinlich. Ach so. Ja, solide habe ich jetzt drin. Genau, weil wenn ich das solide nehme, kriege ich eine B-Skalierung. Asozial. Wenn ich Standard nehme, habe ich nur eine D-Skalierung, was ja natürlich jetzt weniger geil ist. Und mit dem mache ich auch mehr Schaden. Das ist mir bewusst. Aber jetzt, wenn ich zum Beispiel das nehme, ist jetzt beides nicht so geil. Das auch nicht. Das auch nicht. Also eigentlich, aktuell ist ja das eigentlich die besser, oder? Verstehst du richtig? Die kostet auf andere Waffen, wird zum Beispiel auch ein Schwert auch da und dann skaliert das auch so. Moment einmal. Das muss aber ausgerüstet sein, nehmen wir jetzt mal an, oder? Also ich sage jetzt einmal, keine Ahnung. Warte mal, was hat das Grundschaden? Wo ist mein Uchigatana? Da ist es. Es hat 116 Grundschaden plus 54 zusätzlichen Schaden. Und Blutungsschaden. So, jetzt wenn ich, weiß ich nicht, Beispiel. Oha, die hat auch Blut. Was bitte? Die hat auch Blutverlust? Wait a minute. Da muss ich mal schauen. So, jetzt wenn ich einmal die Stacheldinge ins Kirchentor nehme. Jetzt bei so wacht. Das muss ich mir jetzt einmal genauer anschauen, weil wie gesagt. So. Kriegsasche. Jetzt wenn ich mal den Morgenstern dann nehme. Wilde Schläge? Achso, ich kann aber jetzt nicht zeitgleich 2 mit der gleichen Ding ausrüsten. Okay. Aha, okay. Also es geht jetzt praktisch nicht, dass ich die Asche, wo ich jetzt da drauf habe, auch gleichzeitig auf dem Flegel drauf. Also die Waffen heißt mit Flegel offensichtlich. Also das geht nicht, okay. Aber grundsätzlich kann ich mit den Aschen praktisch bestimmen, welche Skalierung, was die Waffen dann letztendlich hat. Okay. Das dient quasi nicht nur zur Verstärkung, sondern es dient auch dazu, wie es skaliert. Okay. Ja, gut. So. Und Freunde, ich sag's euch jetzt ganz ehrlich, wie es ist. Ich habe jetzt so einen massiven Bär in der Hose durch die Nebelwände da durchzogen. Ich mag da eigentlich gar nicht durchgehen. Aber was bleibt mir denn über? Also wirklich Bock habe ich da jetzt nicht drauf, da durchzugehen. Das ist aber hoffentlich klar. Können wir nicht drüber reden? Können wir, weiß ich nicht. Können wir nicht irgendwie, weiß ich nicht. Keine Ahnung, Pokémon Go spielen? Scheiß. Ja, aber bei bestimmten Waffen wie der goldenen Hellebarde kannst du das nicht ändern. Ja, weil die ja schon Magie, weil die ja schon verzaubert ist praktisch, oder? Augen auf und durch. Ja gut, das hilft ja eh nicht. Ich hab's so gewusst, dass da... Freunde, jetzt wird's kreislig. Jetzt wird's massiv kreislig. Mighty dragon, thou the true born heir. Lend me thy strength, O kindred. Deliver me unto greater heights.
Der hat auch schon wieder 17 Arm. Okay, 37. Playing as a lord. I command thee, kneel. I am the Lord of all that is golden. Ja, du kannst ein gut behalten. Ich geh freiwillig wieder. So ist es jetzt nicht. Godric, der Verpflanzte. Ja, toll. Oh, Mann. Und da 100 hilft's mir einmal schon. Da geht's jetzt einmal hier auf ihm. Wow. Ich hab nichts gesehen. Oh, lebt mich am Arsch, was wird denn das? Weil da kann man dem nicht ausweichen? Okay, jetzt heißt es erst mal Patterns lernen. Okay, da muss man bei den Winddinger muss man definitiv. Boah, die scheiß Kruppschuhe. Bei den Winddinger muss man definitiv noch bohren. 1, 2. Okay. Aua. Okay, das ist ein Double. Okay. Da geht einer. So ein Schwungangriff. Okay, der kommt unerwartet. Fein verzögert die Schläge auf jeden Fall wieder. Okay, da muss man zurück. Hat man nur Luft für einen? Okay. Der hat auf eine ziemlich hohe Range. Wenn ich es mal so sagen soll. Okay, das ist wieder so doppelt. Oh, das war knapp. Ja, verzögert. Weil die Muse ist so abgöttisch. Ich kann den Angriff kann ich nicht abschätzen. Noch nicht. Da habe ich tatsächlich auch ein bisschen Luft bei dem Angriff. Aber der Angriff ist ein bisschen tricky, weil ich nicht zeige, wann der einschluckt. Ah, okay. Oh ja. Was treibt denn der?
Sehr viel Freak! Truest of dragons, Oh nein, 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 blöde Idee. Hau ab. lend me thy strength. Nein, nein, nix gut. Nein, nein, nix gut mit Drache. Nein. Ja, na, das war so klar. Oh Gott, was ist denn er für ein kranker Typ? Okay, alles klar, er ist ein komplett kranker Typ. Alter, was ist denn... Okay, bevor er schon nicht wirklich angekommen ist, aber jetzt wird's massiv gefährlich. Ja, ich glaube, ich bin hier. Oh, nicht einmal, das wundert mich tatsächlich. Alter, was ist denn das für ein kranker Boss? What? Alter, was... Alter, chill mal, der Ignierscheiben, Alter, was ist denn mit dir? Bist du behindert oder was? Alter, der Typ ist ja komplett krank. Sprungangriff, der nicht verzögert ist. Ich sehe schon, okay, bei dem braucht man mehr Qualität statt Quantität, was Schläge angeht. Da gehen zwei. Der hat halt jetzt in der zweiten Phase unfassbar viel Range dazu gekriegt. Da war auch einer gegangen. Aber ich muss das erst rausfinden. Aber der Bosskampf hat eine 11 von 10. Oh, wo mich da hin... Ah, ich spring davor, aber so... Oh, lebe muss. Hui, das war Glück. Also solange ich da seinen scheiß Drachen dran habe, komme ich nicht dran. Das ist, ich muss zweite Phase ganz gechillt machen. Die richtigen Moves abwarten ist da, glaube ich, die Devise. Den da zum Beispiel. Muss man nur besser timen. Der ist sehr verzögert, der Angriff. Okay, aber guter erster Run. Über die Hälfte abgezogen, das ist gut. Das ist richtig gut. Aber holy shit, ist das ein geiler Boss. Ganz sauber ist er nicht, nein. Uralt plus 10 für das Monster. Timing ist alles. Ja. Okay, halten wir mal fest. Der Boss ist brutal. Geil. Der ist geil, der Boss. Musikalische Untermalung, richtig geil. Also definitiv ein 10 von 10. Der
Der erste Eindruck, wir brauchen auf alle Fälle gezielte Schläge. Also sprich, da bringt es nichts auf ihrem Ei zum Dreschen wie ein Geisteskranker. Außer beim Übergang von erster in zweiter Phase, da wo es ein Arm abhacket. Da kann man tatsächlich ein paar Schläge landen. Da sollte man sogar ein paar Schläge landen. Die ziehen dann allerdings nicht viel. Jetzt bin ich mir nur nicht sicher, ob der Übergang in erste, zweite Phase, ob der einen Blutungscounter von meiner Waffe in Tee treibt. Das war natürlich interessant zum Wissen. In der zweiten Phase muss man tatsächlich extrem aufpassen, wenn man zuschlägt. Da gibt's nicht, also stand jetzt nicht viele Öffnungen, wo man jetzt dazu kann. Aufgrund von dem seiner Drachenhand, wo er unfassbar an Range dazu gewinnt mit seinem Feuer. Aber so grundsätzlich da ich eher sagen, man kann ja mit Geduld, meine, können wir da ganz stickel gut voran. Wie gesagt, ich hab nicht genau aufgeschrieben, ich glaube so um die 75% Leben haben wir im Zong. Ungefähr. Also ich glaube, wenn man... Das wird jetzt wieder einige Versuche brauchen, bis dass wir da auf einen grünen Nenner kommen. Aber ich glaube, so gefühlt mit Geduld, overall mit Geduld zuschlagen. Und nicht, also wenn du einen Schlag zu viel landest bei ihm, dann schluckt es ein. Also bei mir selber. Aber schauen wir mal. Da müssen wir jetzt ein paar Mal probieren. Ich sag, Patterns lernen ist halt jetzt so ein bisschen die Sache. Natürlich nehmen wir uns unsere Wuffis zur Hilfe, weil warum denn auch nicht? Das ist ein Schlag, da gehen 2. Allerdings muss man dann ganz schnell schauen, dass man weiterkommt. Das ist eine Salbe von... Okay, da muss man weg. Ah, das war greedy. Ah ja, ein Wolf ist noch über. Berichtigung, er war über. Drei, 4. Okay, der macht 5. Verzögert, okay. Verzögert. Da haben wir mit einem Safer. Ein Schlag ist der Safer, definitiv. Ja, definitiv Safer. Okay, der Angriff ist noch... Zurück. Ziemlich hoher Range. Aua. Aua. Alles du kannst nicht dran kleben bleiben an ihm. Das ist das Nächste. Und ist jetzt 5 oder 4? Ah, jetzt schon 2 Heilung braucht. Aber hauen wir! Boah, lebt mir mal, der holt gefühlt 3 Minuten aus. Schon wieder. Okay, drauf bleiben.
Dranbleiben ist, glaube ich, auch nicht so die Option, die wir haben. Ja, wenn man weit nur weg steht. Okay, das macht mir sogar Schaden, wenn ich... Okay. Das macht mir auch Schaden, wenn ich dran stehen bleibe, wenn er sich hinterhacket. Weg, oder? Ja. Komm, sag was, ich muss lernen. Sag mal was. Das ist das, da kommst du nicht ran an ihm. Verzögert mit Drachenwisch. Okay, verzögerter Schlag kommt automatisch Follow-up vom Drachenkopf. Okay. Gefühlt komme ich mit der zweiten Phase eher klar als wie mit der ersten. Im Moment zumindest. So, dann habe ich die. Mondkatz, grüß dich. Wie geht's uns? Ja, gerade am Boss lernen. Aber so gefühlt ist in der ersten Phase kommt man fast aggressiver vor wie in der zweiten. In der zweiten muss einfach ein wenig mehr abwarten, finde ich. Also, das was ich jetzt auf 2 Runs einmal sagen kann. Und in der ersten Phase hantiert er irgendwie mehr, so nach dem Gefühl jetzt, aktuell zumindest. Aber gut. Learn and earn. So, dann bei dir alles fit. Ja, meine Wölfe bringen mir da herzlich sehr wenig, weil die haben halt im Endeffekt Instant-T. Ah, jetzt habe ich es nicht gesehen. Okay, alles gut. Okay, das sind 2, 3, 4 und jetzt kommt der lange. Okay, alles klar. Oh, jetzt war ich irritiert.
Ah, scheiße, falsches Timing. Schon gewusst, dass er 5 macht. Ach, da kann man drüber springen. Okay, nice. Okay, über die Wirbeldinger kann man drüber springen. Net to know. Oh, jetzt kommt wieder so eine Salve. 1, 2, 3. Hier und der 5. hinterher. Okay. Zu wenig Zeit, wenn ich zu weit wegstehe. Sieh, ich habe die Ehre. Reisdudel habe die Ehre. Okay, man kann doch nicht drüber springen. Never mind. Ja, Angriff nervt tatsächlich ein bisschen. Okay, wenn er den macht, habe ich sogar Zeit für 3 Schläge. Oh, knapp. Jetzt war ich selber ein wenig verwirrt. Ist mal hinterher. Okay, da darfst du so anders nicht draufstehen an ihm. Okay. Aber ist der Blutung gerade getriggert? Leute, ich hab nicht aufgepasst. Es hat so ausgeschaut, wenn der Blutung reingekommen war. Das schaut aus, wie wenn der Blutung gekommen wird. Ah, das ist halt auch unfassbar geschert. Da verzögert um eine Sekunde. Alright. Du mit deinem scheiß Drachenkopf. Was ist denn da hier? Oh oh. Boah, das war mehr Glück wie Verstand. Das war mehr Glück wie Verstand. Boah, verzögerte Schläge, Mensch. Ah, leider wieder die letzte Heilung weg. Ich brauche 2 Heilungen in der ersten Phase. Den Angriff kann ich nicht reagieren. Das ist mir ein bisschen zu viel da. Okay, nicht to know. Man kann unter dem Drachending durchrennen und dann zu ihm hin, dann macht er nämlich nichts anderes. Okay, nice. Ja, okay, den nicht. Da muss man abwägen. Oh, lieber noch. Null. Okay, wieder haben wir Erkenntnis gescheiter geworden. Für 3 Runs eigentlich sehr dezent. Das Wissen auf die 3 Runs jetzt war sehr, sehr gut. Das war sehr, sehr gut. Vor allem,
wenn er seinen Drachenangriff macht, wenn er Feuer speit, kannst du, wenn du das schaffst, durch zum Rennen, unterbricht er die Animation nicht. Das heißt, da habe ich tatsächlich 2-3 Sekunden Zeit, um wirklich gute Schläge zu landen. Gute Erkenntnisgewinn jetzt. Wir kommen gefühlt näher ans Ende dran. Für meinen Geschmack verliere ich in der ersten Phase nur 2 Heilung. Siege, bei mir alles gut. Du sagst, wir sind gerade in der Learn-and-Earn-Phase für einen neuen Boss, den wir gerade angehen. Das ist ein neuer Main-Boss. Ansonsten passt eigentlich alles. Hast du mein PM gekriegt auf Discord gestern Abend noch? Aber er ist machbar. Er ist definitiv machbar. Passt. Ah, jetzt ist der wieder weg. Ja gut. Gut, die Hund machen effektiv eigentlich gar nichts, oder? Der ist ultra verzögert, der Angriff. Ah! Ich weiß nicht, wie man den Angriff gescheit dodgen kann. Das ist gerade noch mein Problem. Der Angriff der nimmt mir so viel Heilung weg. Aua. Ja, okay. Das war scheiße. Das war scheiße. Ich wollte jetzt mal probieren, wie er sich verhält, wenn man ganz nah an ihm dran bleibt, aber das ist ein Kass. Bringt mir auch nicht mehr. Bringt mir definitiv auch nicht mehr. Also eher wegbleiben. Eher definitiv wegbleiben. Der Wirbelangriff, der bereitet mir noch so ein bisschen Kopfzerbrechen, weil ich nicht weiß, wie ich den gescheit dodgen kann. Ja gut, die 1000 Seelen, die schenken wir jetzt. Brauchst schon wieder Ohrheilung, es ist eigentlich noch überhaupt nichts passiert. Das ist schlecht. Darf nicht passieren. Dranbleiben eher suboptimal, meine ich. 2, 3, 4. Oh, nerv mich. Okay. Oh, kommt wieder die Vierersalbe. 3, 4. Okay. Ah, Mann! Der muss hinhauen! Oh oh. Oh oh. Ja, okay. RIP.
Okay. Oh, weg, 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 weg. 3, 4, 5. Ah, ja, Mann, der geht in die zweite Phase. Jetzt geht er in die zweite Phase. So, jetzt weg. Okay, gut. Nice. Oh, no, no. Oh, mehr Dusel als Verstand. Ja, genau, okay. Da muss man aufpassen. Der macht nämlich 2 Drachenangriffe. Also eigentlich insgesamt 3. Einmal in T, einmal kurz vor ihm und einmal macht er den langen Atem. Bei dem langen Atem hat man tatsächlich eher nur ein wenig mehr Zeit, dass man ohne kommt an ihm. Bei dem da jetzt. Weil dabei unterbricht er nämlich die Animation nicht. Du musst jetzt sofort schauen, dass du wegkommst. Das war eine gute Erkenntnis vom Feuer. Das ist der Mega-Angriff da, da muss man ganz weit weg. Ziemlich hohe Range, der Angriff. Generell seine Angriffe. Ah, es war zu bald. Scheiße. Und noch ist gut. Das ist vor ihm. Das hat mich... Was? Ernsthaft? Die haben auf jeden Fall 2 ganz weit weg. Okay, nice. Da hätten wir eigentlich auch viel Zeit, aber da müssen wir zu weit weg. Oh nein, der ist vor ihm. Scheiße. Muss ich eher sagen. Ja, muss ich eher sagen. Darf ich nicht zugehen. Muss ich vorher sagen an der Animation, dass der den vor ihm hinmacht. Der geht nach oben weg. Das ist wieder der vor ihm. Ah, Mann, nervt mich! Ja, genau, das ist der, den ich braucht hätte. Ja, jetzt die Konzentration ist weg. Okay, kill me. Okay. Ah! Ich glaube, gegen den hat die Zauber, die man mit dem Gefangenen kriegt, krass. Zauber? Ja gut, ich habe halt absolut nichts in Zauber geskillt. Also ich glaube, effektiv mache ich gegen den wenig Schaden, sag ich jetzt mal. Das wird schon. Ich darf mich nur... Phase 1, der Sturmangriff ist tricky. Wobei ich da glaube, dass er den nur macht, wenn man zweit vor ihm wegsteht, dass er eine Range hat. Wenn man nur näher an ihm dran steht, macht er, glaube ich, einen Sprungangriff. Das muss ich jetzt noch herausfinden. Weil die Sprungangriffe vor ihm haben eigentlich easy zum Dodgen. Und in der zweiten Phase muss ich rauskriegen, wann sein Drache genau was macht. Wenn sein Drache vor ihm sein Feuer hinmacht, dann muss ich vorzeitig schon schauen, dass ich wegkomme, weil das Feuer einfach so eine abgöttisch hohe Range hat. Aber wenn er den Flächending macht, auf Distanz, sage ich jetzt einmal, wenn ich das frühzeitig erkenne und drunter dodge, dann habe ich Zeit. Mr. Verb habe ich Ehre. Aber den kriegen wir, das ist kein Thema. Das ist, wie gesagt, Learn and Earn. Ich hab schon wichtige Erkenntnisse herausgefunden jetzt gegen den Typen. Den kriegen wir schon. Irgendwann brechen wir den. Nur in der ersten Phase kommt es mir vor, brauche ich 2 Heilung. So, meine Hunde haben praktisch tot. Beziehungsweise einer davon. So, und jetzt probieren wir das einmal aus.
Ja, und jetzt habe ich mich verzählt. Aua. Ich brauche 2 Heilungen in der ersten Phase. Ja, aber ich glaube, das ist ja so. Warum? Warum heile ich, wenn er zuhaut? Ich verstehe die Frage nicht. Okay, jetzt pass auf. Okay, das ist tatsächlich so. Er schwingt wieder 3 Minuten durch. Okay, der war neu. Den habe ich noch nicht kennt. Kommt wieder so ein schwerer. 1, 2, 3, 4 und der Howie. Nimm mit zum Heilen. Der ist free. Da muss man weg. Aber ich glaube, den Wirbelangriff macht er tatsächlich nur, wenn man zu weit weg steht. Okay, und 2. Der war gegangen. Ah, da kommt noch vor. Okay, den lassen wir außen vor. Nein, da gehen wir nicht hin. Oh, jetzt wieder sein Schwung. 2, 3, 4, 5. Der ist free. Blutung ist gekommen, sehr gut. Okay. Warte, ich habe die Ehre. Monkatz, danke für den Look. Chat, es tut mir leid, ich muss ein wenig auf den Boss schauen. Ich kann nicht so wirklich auf den Chat schauen gerade. Wieder der, das mir aber gleich. Alter, ey, das gibt's ja nicht. Was hat denn das Ding für eine Range? Das ist ja Wahnsinn. Du kommst da fast nicht weg. Ah, jetzt macht er den ernsthaft. Den kenne ich nicht, der war neu. Oh, weg, 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 weg. Es wird, Freunde, es wird. Ich krieg ihn langsam raus. Learning by doing. Oh nein, das ist der Lange. Ja, okay. Wieder Speckkind. Ja, ist wieder Speckkind. Okay, es wird. Es wird. Es wird. Wir haben nicht mehr weit weg davon. Wir haben nicht mehr weit weg davon. Bald. Es dauert nicht mehr lang. Ich glaube, den lege ich halt noch, glaube ich. Wir haben jetzt noch ungefähr eine Stunde Zeit. Nicht ganz eine Stunde. 3-4 Stunden Zeit zum Streamen. Ich glaube, in der Zeit lege ich ihn sogar. Der ist definitiv machbar. Vor allem, was mir jetzt wieder aufgefallen ist, Übergang
Übergang, also was heißt, wenn die Cutscene von der zweiten Phase endet, wo er seinen Drachenangriff macht, kannst du im Endeffekt straight durchsprinten, der bricht diese Animation nicht ab, wo es uns Sekunden an Damage einbringt. Und das ist gut. Der ist machbar. Der ist kurz vor rein, sag ich. Nur in der ersten Phase ein bisschen mehr vorsichtig sein noch. Dann brauche ich nicht so viel Heilung. Okay, meine, die haben wir vorher gerade gelernt. Okay. 1, 2, 3, 4. Und zu früh druckt. Zu früh druckt. Ah, der darf mir nicht passieren, der ist free. Oh, jetzt können wir. Jetzt bin ich im Arsch. Ja. Ja. Blöd. Ja, blöd. Die leichtsinnigen Treffer darf ich nicht kassieren. Das ist ganz tödlich in der ersten Phase gerade. Wer den Langer macht, wo er seine Axt nachzieht, der darf mir nicht passieren. Da darf ich keinen Treffer kassieren. Der muss sitzen. Das ist ein ganz wichtiger Angriffspunkt für mich. Aber gut. Muss auch mal Scheiß-Runs geben. Hilft der mir nicht. Oh, was? Oh, ernsthaft. Oh, come on! Jetzt bleibe ich da an dem Scheißding da hängen. Are you kidding me? Nervenaufreibend, der Typ. Nope. 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 Drecksau. Jetzt bleibe ich noch wieder da hängen. Ich flippe aus. Die scheiß Grobsteiner. Sie fixen einmal. Ja, gut daneben kaut. Toll. Die scheiß Grobsteiner sind ein Denkgegner, ehrlich.
Passt, Blutung ist da, perfekt. Gute Ausgangslage, wir haben noch 5 Heilungen über. Okay, keine Ahnung, wie ich das gedodged habe, aber gut. Nope. Nope. Wenn man das frühzeitig erkennt, dann fällt nichts. Aber du musst es erst mal frühzeitig erkennen. Ah, fuck, Grüner vergessen. Bis jetzt habe ich noch keinen Treffer nicht landen können. Aber warum? Hey, was ist das? Ah, das war so dumm, dass ich das da hab. Es war dumm, dass ich das da hab. Okay, weg. Nicht greedy werden, ich hab noch 2 Heilungen, da ist Neues drin. Schon wieder das Boot, Mensch, nochmal! Und der hat noch keinen Sprungangriff. Nicht gemacht. Ah, das ist der. Ja, jetzt bin ich am Arsch. Ja. Kommst nicht mehr weg. Wenn du Sekunden zu nah dran stehst. Jetzt die Heilung, Freunde. Nope. Nope. Es sind 4 oder 5 Schläge. Fuck! Oh, das ist gut. Ja!
Geiler Boss. Definitiv geiler Bossfight. Definitiv geiler Bossfight. Danke für die GGs. Silsalb, merci. Und willkommen. Bis zum ersten Mal da. Alles gut bei dir? Meine Fresse. Danke, das Botti. Wie viele Anläufe haben wir jetzt braucht? 6? Sind wir? 8? Aber 10 glaube ich nicht. Also sind wir 8, glaube ich, braucht, oder? So, was haben wir jetzt da? Große Runen. Die großen Runen, die ihr durch einen Sieg über Fragmentträger erhalten, haben ihre Kräfte verloren. Ihr könnt dies jedoch in heiligen Türmen im Zwischenland wiederherstellen. Lest die Beschreibung einer großen Rune, um herauszufinden, welchen heiligen Turm ihr besuchen müsst. Ich verstehe gerade Bahnhof. Entschuldigung. Wollt ihr gerade schauen, ob Menschen auch so verzweifelt sind wie ich und dann zum Kill reingeschaut? Ja, Elden Ring ist für mich aktuell Next Level. Also ich bin ja an und für sich sehr erfahrener Souls-Spieler, aber natürlich, wenn du halt überhaupt nichts weißt von dem Spiel, keine Bosse, keine Gegner, wenn du die Patterns nicht kennst, dann bin auch ich gerne mal am struggeln. So ist es jetzt nicht. Aber nichtsdestotrotz sehr geiles Spiel. Und der Boss 11 von 10. Design brutal geil und musikalische Untermalung auch brutal geil. Definitiv. So, ich weiß jetzt, ich hab's zwar noch nicht ganz verstanden, was jetzt die große Rune da machen soll, aber gut. So, Godric's große Rune. Das ist ein Schlüssel-Item. Echo des Verpflanzten. Boah, 20.000 Fragmente. Heilige Scheiße. War das der erste Boss halt oder habe ich schon einen verpasst? Das war eigentlich der erste Boss halt. Wir haben zwar vorher schon quasi, ja, den Tutorial-Boss, wenn man so will, macht, aber der ist nicht als Boss gewertet worden, auch nicht als Mini-Boss und so. Also es war ein normaler Gegner. Also eigentlich war das der erste Boss halt, ja. Aber ich hab das erfüllt, was ich heute schaffen wollte. Ich wollte auch den Krebs-Tutorial-Boss-Typen-Dingens machen und ich wollte den Main-Boss machen. Haben wir geschafft. Echo des Verpflanzen. Okay. Ich muss mir jetzt erst mal anschauen, was das zeigt, was sie ist. Habe nämlich keine Ahnung von nix. Merci dir, Verb. Sigi. Sehr, Buchs aber der, das erst sagen, komm gerade erst von meinem Motorradhändler. Der Kunde von mir hat. Was? Der Kunde vor mir hat meinen Verkäufer dermaßen zugelabert. Ja, so leicht gibt's halt auch. Mr. Box, jetzt hast du gerade einen geiler Bossfight verpasst. Kannst du aber nachher noch anschauen, wenn's magst. So, was haben wir jetzt da? Nehmt mit Hilfe einer Fingerleserin die Macht des Namensgebers in euch auf. Sind das, Mr. Billinger, sind das die Bossseelen so quasi? Ja gut, okay. Wir haben noch irgendwas gekriegt. Auf roten Samt gebettete Brosche? Verstehe die Frage nicht. Rest in Peace für Mr. Boxer, der einen Zulaberer Kunden vorher im Kurut. Okay. Ja, gut. Gibt's einen Ort der Gnade, den hast. So. Ja, glaub schon, ich bin eigentlich bis jetzt mehr in der Open World rum, als dass ich mich auf Story konzentriere. Ja, ich laufe halt eigentlich auch nur ziellos in der Gegend rum und renne halt irgendwie wahllos in eine Bosse rein. So, Stufenaufstieg. Da geht auf alle Fälle 2 Stufen. Okay, Geschick habe ich auf 30, das passt. Ich möchte jetzt meine Gesundheit noch ein bisschen mehr pushen. Da war ja mal. Was? Mindestens ein. Ach so, okay. Ja, gut. Oh, ist da ein NPC? Schauen wir mal. What a pathetic excuse for a lord you were. Craven to the bone. Pushing me about like that. And after all that grafting, where did that get you? Look down on me, would ya? Hey, ist das sein Schädel? Ich meine, das ist sein Arm. Slug. Feel it. Feel it. Feel my bloody wrath. Oh. Hello there. This weasel was... Godric was always looking down on me. He got what he bloody deserved thanks to you. I tell you though, what goes around comes around.
He had an ugly heart, an uglier countenance, and met the ugliest of ends, eh? Hey, Moment einmal, das ist das Loch von gestern. Das, ich weiß nicht, ob ich ihn anstechen soll. Das ist ja das, weißt du? Ich weiß ja nicht, was für eine Auswirkung das hat, wenn ich den abmach's. Aber der Depp da hat uns gestern in die dunkle Kammer gesperrt mit dem Ritter. Das Lachen ist 1:1 dasselbe. Das erkenne ich sofort wieder. Now, I suppose I'm free. I can do whatever takes my fancy. Can I, mate? Now, can I? Okay, der ist massivst suspekt, der Typ. Ich weiß aber nicht, was für eine Auswirkung das hat, wenn ich den töte. Also normalerweise, ich komme ja nicht immer auf eins Verlust und das ist mein Bauchgefühl. Und mein Bauchgefühl sagt mir, dass der Träger am Stecker hat. Ja, das weiß ich. Aber ich weiß halt leider nicht, was passiert, wenn ich den abstich. Ja, normalerweise da den Hops nicht mehr, aber das hilft ihm halt immer jetzt nicht. So, jetzt schauen wir uns da mal um, da gibt es bestimmt noch irgendwo einen Loot zum Holen. Ja, da geht's auch dezent weit oben. Aber geil, wir haben den Boss geschafft, tatsächlich. Am ersten Tag. Das finde ich zauberhaft. So, was haben wir jetzt da? Da geht's wahrscheinlich jetzt nicht so ohne weiteres rein, oder? Doch, tatsächlich. Frage, hättest Zeit bei meiner Aufführung vorbeizuschauen? Schwierig. Schwierig, Mr. Siege. Normal gern, aber es ist schwierig. Wo haben wir jetzt da? Was ist das? Sein Thron, oder was? Kann ich da sitzen? Okay. Was bedeutet das Symbol auf der linken Seite? Kann man das einmal wer sagen? Ist das quasi freundliches Gebiet oder was soll das heißen? Ich glaube aber, dass wir uns jetzt noch sowieso ohnehin einmal mehr in der Overworld umschauen. Ich mag mich nicht ständig in dem Schloss da aufhalten, das ist irgendwie komisch, was auch nicht. Oh, da war gerade ein Frame-Einbruch, okay. Ja, okay, ich glaube, dass wir da jetzt ohnehin noch nicht her sollten. Okay. So, Leute, wir schauen uns jetzt da ein bisschen da um, hätte ich gesagt. Ich möchte da auf dazu noch ein bisschen schauen, da wo ich schon mal lang gegangen bin, und ich möchte mir die Karten da freischalten. Ich glaube, das machen wir jetzt noch. Ist das vielleicht so ein heiliger Turm? Heiliger Turm? Ah, von dem vorher die Rede war, meinst du, mit der großen Rune? Keine Ahnung. Da habe ich jetzt ehrlich gesagt keine Ahnung. Oh, endlich einmal heraus vor dem Schloss, hey. Schauen wir uns da noch ein bisschen um. Vielleicht finden wir da noch irgendwas Interessantes. Wer weiß das schon. Alter, du nervst mich. Du nervst mich. Du nervst mich. Du nervst mich. Arschloch, du Dreckerz. So. Schauen wir, da gibt es bestimmt noch irgendwas allerhand zum Finden. Gockelmänner? Ah, was haben wir da? Okay. Ah, da brauchen wir die Brücke. Na, das ist nicht gerade der nächste Weg. Das sind schon mal 170 Kilometer. Und das, also es müsste sicher was sein, wenn nicht besser, aber 170 Kilometer für ein Theater möchte ich jetzt auch nicht von. Also ist nicht best, Mann, um Gottes Willen. Aber falls da eine Aufzeichnung gibt, schauen wir gerne an. Ja, Kopfhörer, ich lohne die auch gleich auf.
Scheibe Fleisch. Übrigens, was eine coole Mechanik ist in dem Spiel, wenn man Gegnergruppen besiegt, dann kriegt man Heilflaschen zurück. Das ist eine richtig coole Mechanik eigentlich. Ja, Backstep wo? Okay. Ja, Heilflaschenzucker. Du lässt dir wieder CD von Aufzeichnungen. Mr. John Siege? Dann haben wir einen Deal. Weil die haben garstig, die nerven mich schon gescheit, die. Mein Zupfte, ha, was ist denn? Oder was ist denn mit der Hitbox? Hallo? Jetzt habe ich schon 5-mal auf das scheiß Pferdl hingeschlagen und der wird nicht getroffen. Verstehe die Frage nicht. Zupfte halt jetzt einmal. Meine Fresse nochmal eins. So. Dahinter kann man eigentlich auch noch schauen. Jetzt nervt's mich vielleicht schon gescheit, okay? Siege, merci für dein Glück. Viel Spaß weiterhin. So. Weil er gar nicht mehr aufhört, mein Kopfhörer. Ich muss mir da generell, glaube ich, mal welche kaufen, die wo einen stärkeren Akku haben, weil wenn denen speist 1 Stunde, dann ist der Akku leer. Und jetzt habe ich nicht einmal wie bei der Audio-Lautstärken bei 16 herum. Also das ist ja praktisch nix. Mal schauen. Wenn ihr gute Kopfhörer habt mit guter Akkuleistung, könnt ihr mir es gerne empfehlen. Ich höre mir jetzt auf alle Fälle das... Oh Gott, was ist denn das dahinter? Ist da nicht irgendwo Ort der Gnade? Ach, da hinten. Kann man aber eigentlich ein Zwergs laufen, gell? Da ein wenig einfacher sein. Oh, Materialien. Oh, leck mich am Arsch, was ist denn das? Ist das ein Bär oder was soll denn das sein? Oh nein, Mann, da geh ich nicht hin. Ja, kann er mir auch sparen, weil der hat mich schon entdeckt. Ja, der ist aber deutlich kleiner. Der ist aber deutlich kleiner, Freunde. Ah ja, das ist natürlich zauberhaft. Das deckt einen ganz schön großen Bereich auf jetzt. Oh, da ist ein Dungeon, sag ich da. Kann der Dungeon sein? Was bedeuten denn eigentlich die Dinger, oder? Was sind das, ein Hammer oder so? Mr. Billinger, haben Sie da Infos? Da ist auch so einer, aber habe ich noch nicht rausgefunden, was das darstellen soll. Ich kann eigentlich da auch mal weiterschauen.
Das sind die Aussichtspunkte, okay. Jetzt müssen wir mal schauen, was gibt's denn da noch alles? Da haben Ruinen auf jeden Fall, da drin haben auch Ruinen. Und das da schaut mir an wie eine Kirche. Kommt dieser Kirche auch da runter? Da gehen wir mal nicht her. Das meine, schauen wir uns einmal an. Jetzt machen wir noch ein wenig Exploring, ja? Wahrscheinlich laufen wir in irgendeinem Miniboss rein, das kann natürlich auch möglich sein. Niederer Erdenbaum. Was ist denn das? Mistkäfer! Was? Tränenskarabäen. Es gibt Purpurtränen und Was? Und Himmelstränen Skarabäen. Oh, leck mal, das ist ein geiler Zungenbrecher. Besiegt sie, um die ihrem Typ entsprechenden Flaschen aufzufüllen. Ihr könnt nur so viele Flaschen auffüllen, wie es eure maximale wie jetzt? Befleckte goldene Sonnenblume, okay. Verstehe ich nicht. Oh nein, da ist Nebel. Da ist Nebel, da springt mir bestimmt gleich wieder irgendwo so an. Ah, da ist offene Meer, also da ist wahrscheinlich Mapcore, oder? Ja, schaut so aus, wie wenn dort Mapcore war. Aber es ist schon ein Augenschmaus, das Spiel, also definitiv. Ja, irgendein so ein Bärenheini. Schaut mir auch noch, also wie gesagt, das schaut mir noch einer, oder ist eine Burg, kann eine Burg sein, also mir wurscht, aber auf alle Fälle gibt es da irgendwas. Ah, von da komme ich nicht hin. Sogar auf die niedrigsten Einstellungen schaut es gut aus. Oh, leck mir mal, da schaut es mir aus, wie wenn ich nicht unbewacht war. Ja, ich hab's jetzt einmal auf Maximalleistung laufen. Okay, die haben One-Hit. Was hat denn das offen? Ja, Sekiro incoming. Okay, da haben wir scheinbar unerwünscht. Aua. Ja, da habe ich meine Wölfe zur Unterstützung noch, gell? Wir haben da. Oh, leck, was ist denn das? Pumpkin der Geisterkönig, oder was? Bitte entspann dich mal. Ah, die scheiß Barrikade. Nein, ich mag keine Geisterrufe, ich mag meine Heilung haben. Oh, der Blutschaden. Ja, was ist mit dem? Ja, Leute, ich komme nicht mit 10 Gegner gleichzeitig anlegen. Das funktioniert halt nicht. Oh, da ist ein Edenbaum. Goldene Saat, nice. So, der hält da nicht annähernd so viel aus. Halt ab mit deiner Ruhm! Was möchtest du denn? Achso, und der Ruhm kann ihm keinen Schaden machen, okay. Ah, der Birnsütze, Schwellschädel. Refugiumstein, okay. Ja gut, der Ausflug da hat sich auf alle Fälle gelohnt. Da haben wir auf alle Fälle eine Saat gefunden, das ist gut für uns. Ja, mein Laptop sagt halt zu allem über Minimum nein. Laptop schwierig, das stimmt tatsächlich. Gut, im PC investieren ist momentan halt auch schwierig, weil sauteuer. Ah, da looten wir auch noch, Freunde. Wie viel haben wir denn noch? Ah ja, 10 Minuten gehen schon noch. Wer wirft denn da schon wieder unnötig mit irgendeinem Scheiß umeinander?
Gelang ja mir schon wieder. Wo liegt das Rotz? Erst jetzt, du! Wirf noch einer. Aber ich muss erst auf, das hilft einmal nichts. Ich muss erst oben klären, Freunde, weil sonst wieder rot sind. Das ist nix. Du feigs Arschloch, du feigst du. Wo gehst her? Abflug. Ja, da haben ein paar mehr unterwegs. Gibt's Loot? Schmiedestein, das ist gut. How about fuck you? Der macht sogar Blutungsschaden, der Typ. Gibt's auch einen Loot? Blutrose? Haha, Blutungsschaden habe ich auch, mein Freund. Wird mir nicht meinen, aber ist er so. Ab vom Hof. Kriegsasche, blutiger Schnitt. Wow, what about that? Leute, die Burg hat sich gelohnt bisher. So, da unten haben wir noch ein paar. Müssen wir auch noch ausschalten. Bürgerkleidung, scheiß drauf. Was haben wir da? Aha, du bist das Trecker da schon mit der Ballisten, da gehst her. Jetzt hat sie es ausballistet, ja. Oh, kann man oben hupfen? Okay. Erkunden, meine Freunde. Da läuft da bestimmt nur irgendwo einer rum, oder? Und unten ist noch ein Ratz. Haben wir Loot? Blutrose, okay. Nice, Flaschen zurückgekriegt. Hä? War da nicht noch einer? Handbuch des nomadischen Kriegers, Nummer, also Stufe 6 wahrscheinlich, okay. Da gibt's guten Loot, habe ich so das Gefühl. Oben war auch noch ein Turm, wo wir eine Kinder haben. Moment, da müssen wir mal schauen. Da kann man auch aufsteigen, würde ich gerade sagen. So heilige Träne war irgendwie nur ganz cool, damit wir unsere Heilwirkung verstärken können. Das war eigentlich ganz zauberhaft, wenn du mich fragst. Oh, da gibt's eine Schatztruhe, das ist gut. Schatztruhen heißen meistens irgendwas Gutes. Medaillon von Dektus. Links. Okay. Keine Ahnung, was wir damit tun. Aber gut. Ja, der Punkt hat sich gelohnt, dass wir da mal hergeschaut haben. Was haben wir da? Niederer Erdenbaum. Okay. Wie haben wir da davor? Moment einmal. Okay. Das da herum hat mich auch noch interessieren. Da schauen wir jetzt auch noch schnell her. Haben wir auch noch schnell ein paar Minuten. Werden wir schnell rosten. Aber vorher schauen wir mal die Asche an, die wir gekriegt haben. Verschlechtert meine Skalierung aber wieder. Aber dafür kriegt man Arkan-Schaden. Aber gut, das hilft uns nichts, weil wir Arkan ja nicht skillen. Außer, warte mal. Ah, da kannst du jetzt sogar... Ach so, da kannst du jetzt Blutungsschaden drauf skalieren. Okay, nice. Gut zu wissen. Ach, bist du hier wie eh schon mal gegangen? Okay. Mal da schauen. Oh, da sitzt wer. Bitte am Sturmhügel. Everyone's been grafted. Everyone who came with me. They crossed the sea for me. They fought for me. Only to have their arms taken.
Their legs taken, even their heads taken. Taken and stuck to the spider. Did you know, if you're grafted by the spider, you become a chrysalid? It's quite a lark when you think about it. Und das hier ist der zweifache Super Saiyajin, die zweite Stufe, die ihr eben schon mal gesehen habt. Kleiner als 3. Kleiner, also, verstehe die Frage. Mr. Spotty, merci für deinen Resub im 2. Monat. Weiterhin willkommen in der Bazi-Gang und viel Spaß mit den Emotes, mein Freund. Vielen lieben Dank. So haben wir mal seitlich sitzen gekriegt. On your own, are you? And heading to Stormvale Castle? Enticed by the one in the white mask, I suppose? Oh, you've come to be one with the spider? Well, that makes us 2 peas in a pod. But I don't have your courage. It's scary, you know, having your arms cut off. Or legs. Or your head. I want to be like everyone else, but I'm just too scared. I'm nothing but a craven. Oh, I know. Can you take this little one along with you? Asche, der Geisterqualle. So, das ist jetzt wieder sowas wie die Wölfe quasi, okay. Poor thing deserves someone braver than myself. And the spirits look rather fondly upon you. It'll be glad of your company, I think, the little one. It was a pleasure to see you. Oh, can you pass on a message for me? If you see the little chrysalids in Stormvale Castle. Hey, wir I haben... love them. And that, despite my craven heart, I'm sure I'll be joining their club soon enough. I'm finally getting the hang of this whole pain thing, you know. Hey, das wollte ich gerade sagen, wir haben doch vorher was mit gefunden mit Puppen, oder? Andenken der Puppenüberreichen, das wollen wir doch. Keepsake. From my men. Oh, goodness me. I can't. Was? They Warum kannst du meine Emotes nicht nutzen? all thought I'd make something of myself, me. Who can't do anything. I think I'll head to the Brown Table Hold. Perhaps I'll find my purpose there. I think I'll head to the Brown Table Hold. Perhaps I'll find my purpose. Überall ein there. Schloss davor, warum? Okay, das ist aber komisch. Das Abo-Abzeichen hast. Mr. Spotty, aktualisier mal im Browser. Weil das ist komisch. Mir sagt so, das Abo ist definitiv durchgegangen. Und du hast auch die Emotes schon mal verwendet, wenn ich das richtig sage. Weil ich kann mir auch deine ganzen Chat-Nachrichten anschauen, die wo du jemals geschrieben hast. Aber das ist komisch. Normalerweise sollte das gehen. Ich hab auch das jetzt, ich glaube, dass ich das nicht einmal sperren kann. Aber das war da halt's mir bitte auf dem Laufenden. Das sollte eigentlich gehen. You're willing to make me a chrysalid. Nein, natürlich nicht. Ich wollte dich nicht schlagen. Entschuldigung. Milksop Craven. So, also die geht jetzt total Tafelrumfeste, okay? Bound to this world. Das ist quasi das da Hund. Ja, das schauen wir uns später mal an. Only wasting this So, Freunde. Schau, jetzt schaue ich gerade nur mal. Ich weiß halt nicht, wo wir jetzt hingehen könnten dann als nächstes. Bin jetzt ehrlich gesagt gerade selber ein bisschen so überfragt. Wir haben jetzt aktuell da. Schau ich mir nur auf der Karte, wo es denn gegebenenfalls was geben kann. Dahinter ist auf jeden Fall nur mal so ein komischer Baum. Da scheint es einen Dungeon zu geben, was ich jetzt gerade versuche auszufinden, ob man da noch irgendwo die Karten aktualisieren kann von da aus. Was das da genau ist, weiß ich auch nicht. Mr. Billinger, haben Sie da vielleicht eine Ahnung davon? Was das für Symbole haben, weil die haben auf der Map irgendwie teilweise ein bisschen verteilt. Da herum ist nämlich genau das gleiche. Das war mal interessant. Aber ansonsten habe ich jetzt ehrlich gesagt keinen Anhaltspunkt, wo wir weiter hingehen könnten. Aber ich glaube, dass wir uns beim nächsten Mal so, ja, vielleicht da mal so ein wenig umschauen, was da noch so ist, gibt. Ein paar Dungeons im Starkgebiet machen. Ja, woher weiß ich, wo jetzt ein Dungeon ist? Sind das die Kreisdinger, oder? Sind Boss-Arenen. Aha, okay.
Aber woher kenne ich jetzt? Ja, den kann ich weg tun. Aber woher kenne ich jetzt, wo ein Dungeon ist zum Beispiel? Das war halt ganz interessant. Erkenne ich das immer da an den Gebäuden da, oder? Dass da vielleicht in den Gebäuden irgendein Untergrund ist? Nur, dass ich es halt weiß, weißt du schon? Dass ich halt einmal weiß, dass ich nicht, zumindest die blindlings umeinander rennen. Aber ich kann mir halt vorstellen, weil gestern, wo wir in den Tunnel da reingegangen haben, das hat auch so ausgeschaut gehabt. Also ich kann mir jetzt vorstellen, dass wenn wir da hergehen, dass wir da einen Eingang finden. Oder so. Müssen wir mal abwarten. Wo haben wir jetzt da? Dritte Kirche von Marika, okay. Die werden nicht großartig angezeigt, also muss man sich gescheit umschauen, okay. Weil wir da beim See kann man uns noch ein wenig umschauen. Schauen wir noch schnell 2-3 Minuten bei dem See rum und dann hauen wir einen Hut drauf für heute. Das klingt dann eh. Hoppala, jetzt war ich bald noch halbwegs von einer. Ich wollte jetzt aber eigentlich. Ich wollte aber eigentlich retour. Wo ist denn da? Achso, da ist der Heavy, okay. Wir müssen von unten kommen und theoretisch, oder? Ah, von oben, okay. Sehr gut, da ist der Ausgang. Da leicht nämlich auch so ein komischer Baum. Da hinten leicht auch irgendwas, aber das sind Gegner vermutlich. Fliegender Drache! Ah ja, okay, alles klar. Ich glaube, ich verschwinde einfach wieder. Ich glaube, da sollte man noch nicht hin. So irgendwie ist es, ich glaube. Okay, dann will ich einfach nur mal einen See erkunden, auf einmal kommt da ein Drache reingeflogen. Okay, See ist tabu, haben wir gerade gelernt. Okay. Ja gut, den kann man mal machen. See ist tabu. Cool. Nett. Man läuft nichts an und rum und auf einmal kommt der Drache rein. Gut. Dann schauen wir uns da noch schnell um. Ganz kurz. Der kam unerwartet auf alle Fälle. Da hinten ist auch irgendeine so eine komische Insel. Es schaut auch so aus, wie wenn wir da hinkommen könnten. Okay. Gut, von da aus können wir halt wahrscheinlich nicht hin. Okay. Dann schauen wir jetzt noch schnell an, was das ist. Was ist da oben? Mal schauen, ob wir drauf kommen. Vermute jetzt einmal eher nicht. Ah, vielleicht geht da was. Oh, was ist das? Ruinenfragment.
Okay. Das wurde eben erst verlängert, ja, aber trotzdem, das darf halt eigentlich nicht sein. Normalerweise, sobald du abonnierst, sollten die Emotes frei sein. Okay, aber wie man da aufkommt. Keine Ahnung. Könnte man wahrscheinlich auch nicht. Da könnte man wahrscheinlich auch irgendwie. Ah, Moment einmal. Ja, gut, nein. Du musst von oberhalb der Klippe hin. Ah, vielleicht von da aus. Ja, das kann. Mr. Bellinger, das kann möglich sein. Das kann möglich sein. Ah, halt. Da wollte ich her. Da wollte ich hin. Gehen sie jetzt immer noch nicht? Spotty? Hä? Die ist jetzt weg. Ach, die hat ja gesagt, die geht zur Tafelrunde, oder? Ah ja, da kommt man da her, okay. Ja, die Dinger sind ja cool. Zielgefängnis des Sturmhügels. Ich schau jetzt da mal rein, dann wird man schon sehen, irgendwas wird man schon rausfinden. Okay. Ja, jetzt haben wir da. Was passiert jetzt da? Nix. Was ist das da? Schmelztiegelritter. Ah ja! Aua, aua. Der macht guten Schaden. Okay. Aua. Okay, 2 Schläge haben absolut nichts zu empfehlen gehen. Oh, was ist das? Es muss aber wirklich jeder Boss 2 Phasen haben, oder? Okay. Ja, den schauen wir uns beim nächsten Mal ein wenig genauer an, den Typen. Der ist aber auch machbar, glaube ich.
Letzter Ort der Gnade. So. Gut, dann haben wir für den nächsten Elden Ring Stream, glaube ich, schon Content. Wenn ich nicht Offstream mache, aber glaube jetzt eigentlich eher nicht. So. Ja, für spontane Elden Ring Session eigentlich eine ganz dezente Sache. Hast du mal einen Screenshot auf Discord geschickt? Moment, das schauen wir jetzt mal an. Hey, das ist echt komisch. Was passiert, wenn du auf das Sperrsymbol hier druckst? Moment, ich check jetzt gerade mal was. Können alle anderen Emote machen, die wo bei mir Subscriber haben? Können Sie das einmal schnell testen? Aber das ist seltsam, du sollst das eigentlich verwenden können. Beim Mr. Verb geht's, beim Boxer geht's, beim Billinger geht's. Dann kommt die Info, dass ich Stufe 1 abonnieren soll. Wie gesagt, Browser und macht Twitch einmal komplett zu und aktualisiert deinen Browser, beziehungsweise was war denn deine Zahlungsmethode? Weil das Problem habe ich letztes Mal mit Mr. Boxer auch schon mal gehabt. Browser-Cache löschen, ja, das ist wahrscheinlich die Antwort auf das meiste. Mr. Spotty, der Mr. Mike, der Mr. Semcro Mike hat, was die sagt, sehr, sehr viel Plan. Mach das einmal, Browser-Cache löschen und dann nochmal probieren, weil normalerweise sollte das gehen, weil der Abo ist durchgekommen, definitiv. Das wird mir auch angezeigt. Du hast da das Sub-Badge. Und es wird auch mir angezeigt, dass du schon 2 Monate dabei bist. Also wahrscheinlich ist der Browser-Cache, wie der Mike sagt. Das machst du einfach einmal und wenn es hingehauen hat, dann sagst du mir einfach Bescheid. Genau, so Freunde. Haben wir gut vorangekommen. Ich hätte persönlich eher gesagt, nicht gedacht, dass wir mir den Mainboss schaffen. Der war, ich sag's nochmal, richtig, richtig geil. Hat mir richtig gefallen. Ja. Alle Ziele, die ich gehabt habe, haben wir erreicht. Und ein bisschen mehr. Aber ich habe jetzt keinen Plan, wo wir hingehen. Elden Ring spielen wir dann erst am Wochenende wieder. Donnerstag steht erstmal Assassin's Creed 1 an, da spielen wir auf alle Fälle jetzt einmal weiter. Und Elden Ring gibt es wahrscheinlich dann am Samstag. Weil Sonntag kann ich keinen Stream nicht machen, weil ich ein Tennismatch habe, ein Ligaspiel. Das geht um 11 Uhr Vormittag an und ich komme dann wahrscheinlich erst um 3 oder halb 4 Uhr heim und ich habe noch Nachtschicht. Also Sonntag wird der Stream, der Frühschoppen leider flach fallen. Dafür werden wir aber Samstag streamen. Also Elden Ring spielen wir allen Voraussicht noch wieder samstags, aber wann genau, weiß ich noch nicht. Das kündige ich dann vielleicht weiß ich es am Donnerstag schon, wenn wir streamen. Und wenn nicht, dann kündige ich es rechtzeitig in Discord. Ausrufezeichen Discord für alle Neuen. Generell, falls noch ein neuer da ist, wie vorher eben, drück gerne mal auf den Following-Button, schau mal nach, ob du den noch kostenlos drücken kannst. Der tut dir nicht weh, der kostet nichts, aber mir da schwer helfen. Wir haben ja immer noch kurz vor 100 Follower. Machen wir halt die einmal schön Start voll. Was darf man da davon halten? Genau. Ansonsten, genau, Mrs. Wifey ist aufmerksam wie ein Wachhund. Da ist der Link zum Discord-Server. Der Sordon ist online, schreibt Mrs. Fichterli. Das ist genau perfekt, weil zu dem werden wir jetzt raiden. Der spielt Monster Hunter Stories. Das ist ein bisschen ein gemütliches Game wie Elden Ring. Kann man sich auf alle Fälle auch mal anschauen. Wir haben dann noch einen Raid-Command für alle Subscriber und für Non-Subscriber. Den Command einfach kopieren und dann bei Mr. Sordon Prime einfügen, damit der weiß, dass die Party-Gang jetzt einfällt. In diesem Sinne wünsche ich einen schönen Dienstagabend. Merci fürs Zuschauen. Schön, dass du da wart. Wir hören uns dann spätestens am Donnerstag wieder zu Assassin's Creed 1. Mein YouTube-Kanal könnt ihr auch auschecken, wobei das jetzt eigentlich noch nicht so wirklich relevant war, weil da kommt einfach nur 1:1 die Worte von heute. Oder generell die Streams, wo wir jetzt die nächste Zeit machen, kommen 1:1 auf YouTube, das dauerhaft da gespeichert haben. Aber könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen für alle, die das noch nicht da haben. Genau, in diesem Sinne, habe die ich bin für heute raus. Wir haben uns am Donnerstag wieder. Viel Spaß bei Mr. Sordon Prime. Und einen schönen Abend. Einen schönen Abend. Wird euch.